Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare Video. Diesmal zu den Kommentaren zum Champions League Hinspiel gegen den FC Arsenal. Bevor wir reingehen, wenn euch gefällt, was ihr seht, unter dem Video findet ihr einen Abonnieren-Button. Einfach anklicken, völlig kostenlos. Und ihr unterstützt damit den Kanal hier. Vielen lieben Dank dafür. Bevor wir jetzt reingehen in den Bums, ich kann schon mal sagen, ich bin heute ein bisschen gereizt. Also sollten da irgendwelche dummen Kommentare da sein, wovon ich ausgehe. Ihr wisst, was das bedeutet, Leute. Wir sind on fire. Gut, gehen wir rein. Velasquez, Saka tritt nach Neuers Bein und will einen Elfmeter. Niemals Elfmeter. Ja, eben seine Meinung. Kam Bayern richtig gesagt. Saka sucht den Kontakt, alles andere kann uns am Arsch vorbeigehen. Wir hätten auch gut und gerne noch einen Elfer bei dieser komischen Abschlusssituation bekommen können. Was soll's, im Rückspiel wird es dann so oder so hart. Ja. Imperium, Davies heute neuen Maßstab an Enttäuschung aufgestellt. Fand ich jetzt gar nicht. Davies war genauso schwach wie die letzten Wochen. Für mich war das jetzt nicht neu. Lord of Eru. Nach dem Pfostenschuss von King soll Arsenal über den Punkt froh sein. Naja, sehe ich ein bisschen anders, aber auch da jedem seine Meinung. Las Buna, Bayern hätte auch noch einen Elfer bekommen müssen und ich finde, es war kein Elfer für Arsenal. In dem Interview auf Prime gehen die auf den Elfer für uns drauf ein. Jo. Granit Stone, bemerkenswert, dass Bayern so schlecht ist wie seit 15 Jahren nicht und Arsenal so gut wie seit 15 Jahren nicht ist und das Spiel 2:2 ausgeht. Ja, ich hab ja meine Meinung gesagt, muss ich jetzt nicht hier wiederholen. Red Vanay, Top-Leistung von Leroy. Umso schöner finde ich, wie sehr er sich mittlerweile mit dem Verein identifiziert und anscheinend sogar bereit ist, sein Gehalt zu kürzen, um zu bleiben. Wo identifiziert er sich denn mit dem Verein? Worauf machst du das denn jetzt gerade fest? Daraus, dass er sich jetzt mal den Arsch aufgerissen hat gegen Arsenal in der Champions League? Und daran macht man das jetzt fest? An die 3 Monate vorher in der Bundesliga, weiß ich nicht, fühle ich nicht wirklich. GB. War nie und nimmer Elfer. Saka wollte den Elfer unbedingt haben. War für mich eher ein Offensivfoul. Klaus Bob, Arsenal hatte solche Angst vor uns gehabt, dass sie in der Pause unseren Strafraum mit dem Rasenspringer geflutet hat. Federico. Bayern hat das Spiel so gut vorbereitet, wie es ging. Man of the Match, Leimer. War überall, auch Sané sehr stark. Wenn er Platz hat, spielt er auf. Kane sehr, sehr stark, so wichtig vorne. Coman ist nicht besonders gut reingekommen, Davies eine Tragödie. Trotz eines 2:2 bin ich immer noch nicht positiv für das Rückspiel. Hoffe, ich liege daneben. Ja, ich bin da auch zwiegespalten. Mal abwarten. eFootball Master, gutes Ergebnis. In München machen wir das. Schauen wir mal, ne? Tommy, gute Mannschaftsleistung, ja, aber auch super Leistung von Thomas Tuchel. Er hat die passende Taktik gegen Arsenal gewählt und die Spieler gut eingestellt. Ich lasse es so stehen. T. Saman, das Spiel ist auf jeden Fall ein Mutmacher. Ich habe schon befürchtet, mit einem 13:0 oder so bereits im Hinspiel auszuscheiden. Mit dem Unentschieden ist auf jeden Fall was drin, wenn wir nächste Woche die entsprechende Leistung an den Tag legen. Ja, hierzu sage ich in dem Stream ein bisschen was. GB, wir haben das Glück, dass Davies fürs Rückspiel gelb gesperrt ist. Er war der Einzige, der heute leistungsmäßig abgefallen ist. Gnabry war heute der bessere Außenverteidiger, ganz wild. Ja, stimme ich dir 100% zu. Marc, das Spiel war der Hammer. Krumm. Sofort die erste Gelbe für nichts bekommen. Klaren Elfer verweigert bekommen. Generell fast jede strittige Aktion gegen Bayern. Riesenchance auf 3:2. Wir hatten heute einfach das Spielglück, das man braucht. Und das 1:0 von Arsenal kommt halt doch ein Doppelbock von Davies zustande. Siehst du das echt nicht? Krumm. Nee, sehe ich nicht. Kisskopf, Alter. Junge, Alter. Nur weil du eine andere Meinung hast, heißt das nicht, dass ich das nicht sehe. Ja, das kannst so eine Scheiße kannst du dir abgewöhnen hier auf dem Kanal. Ansonsten werde ich dich ausblenden einfach. Ja, es ist völlig fein, wenn du eine andere Meinung hast, die kannst du dir gönnen, die kannst du auch gerne hier reinschreiben. Reinzuschreiben, siehst du das echt nicht, Alter, dann verpiss dich hier von dem Kanal. Ja, hast du es gerafft? Junge, Alter. Patrick, heute muss ich zugeben, Leo war echt gut. Muss man echt sagen. Ja, war er auch. DK, Saka trifft doch klar Neuers Bein, also wer da Elfer gibt, dann gebe ich den Fußball auf.
okay. Legion, der Schiri war ja mal der Burner. It was a kid's mistake. Kein Elfer bei Hand. Anita Krings in eigener Sache unterwegs. Die Bayern-Spieler, von denen viele wissen, dass sie zukünftig nicht mehr gesetzt sind. Also heißt es, sich bewerben. Die Champions League ist der richtige Ort dafür. In der Liga hingegen Tristesse. Gab es je einen schlechteren Spieler beim FCB als diesen Davis? Ja, gab es. Gab einige, die schlechter waren wie Davis. Aber Davis ist aktuell leider sehr schwach, ja. Christian Loch und der Elfmeter für Bayern. Kai, der Arsenal-Spieler, nimmt den Ball in die Hand. Und der Schiri, also bitte. Ja, danke. Thomas. Wow, krass negative Bemerkungen nach einem klasse Spiel. Manche werden böse sagen, typisch Bayern-Fan. Übrigens hat Sammer nach dem Spiel von Tuchels Leistung geschwärmt. Man kann durchaus mal sagen, dass die Bayern sowohl defensiv als auch offensiv sehr gut agieren. Ich kann daher nicht nachvollziehen, dermaßen auch Spielglück oder Schiedsrichterglück abzuheben. Komans Pfostentreffer war ja wohl Pech. Vom komischen Handspiel beim Abstoß zu schweigen. Das war klarer Elfmeter. Sané wurde rausgenommen, weil er nicht mehr rund lief, wie Tuchel hinterher erklärte. Und ich fand, er bewegte sich tatsächlich anders als vorher. Deshalb nachvollziehbar. Aber bitteschön, darüber kann man sich natürlich 10-mal aufregen. Zum Schluss für mich absolut kein Elfmeter. Neuer steht dort mit beiden Füßen auf dem Boden. Saka geht nicht dem Ball nach, sondern springt Richtung Neuer ab und trifft ihm ordentlich gegen das Knie. Gefällt mir echt nicht, wie hier über die Mannschaft und Trainer gesprochen wird, auch wenn die Bayern dieser Saison oft auch ihre Möglichkeiten gegeben haben. Ja, dann guck dir das Video doch nicht an. Dann verpiss dich doch hier von dem Kanal. Tschö. Dein Kommentar gefällt mir dann auch nicht. Obwohl mir dein Kommentar, ehrlich gesagt, scheißegal ist. Tschüss einfach. Kannst beim Uli gucken. Vielleicht ist der gnädiger. Oder such den anderen. Kuttenkini gibt's auch noch. Der Kommentar, was war denn heute mit Sané los? Ihm sind ja tatsächlich ein paar Aktionen gelungen. Warum man Davis mit der unsicheren Leistung durchspielen durfte, ist mir schleierhaft. Mit dem 2:2 kann man durchaus zufrieden sein. Die Mannschaftsleistung hat dieses Mal auch gepasst. Jo, stimme ich zu. Ein Elfmeter für uns nicht gegeben und am Ende dann ein für Arsenal nicht. Also ausgleichende Ungerechtigkeit. Leisito, ich fand, es war ein schwieriges Spiel, vor allem bis zum 1:1 ging halt nichts. Danach war aber das Stadion gut. Top-Aktion von Manu zum Elfmeter. Daher für mich heute sogar eine 2+. Von daher vor der Halbzeit dann noch Sané mit der Chance. Da muss er wenigstens schießen. Schiedsrichter Katastrophe, sorry, aber die frühe gelbe Karte gegen Davis war sehr wenig. Viele 50-50 Aktionen gegen uns. Eigentlich immer. In der 67. Minute wurde der Abstoß angepfiffen. Der Keeper passt zum, ja, haben wir schon 100-mal gelesen. In der Nachspielzeit an Saka war in den Zeitlupe in der Zusammenfassung klar erkennbar, dass Saka den Kontakt sucht, das Bein rausstreckt. Neuer musste auch noch getaped werden. Freistoß und Gelb wäre hier eher richtig als ein Elfmeter. Arsenal hat heute sehr viele Kontakte gesucht. Schwalbe von Rice gegen Leimer auch noch nicht gesehen. Der Rice wäre sonst gelb gesperrt. Allgemein Schiri heute Note 5, die kann man auch Davis geben. Gnabry war ein viel besserer LV. Zu Tuchel heute keine Worte, guter Gedanke, die Flügel weiter zurückzuziehen, damit Goretzka und Leimer nach vorne verteidigen können, was deren Stärke ist. Wechsel waren halt gezwungen. Vielleicht meinte die medizinische Abteilung Sané 60 Minuten, Serge 70. Sané kommt ja erst aus einer Verletzung. Ja, 2:2 kann man mitnehmen. Vielleicht reicht es ja doch noch fürs Halbfinale. Gnabry für mich Man of the Match. Hinten stark und das Tor. Aquari, nach den ersten 20 Minuten und dem ersten Gegentor dachte ich echt, oh je, jetzt knallt's richtig. Finde, wir haben dann aber generell ein solides Spiel gemacht, vor allem defensiv. Josh auf seiner Seite mega stark, Martinelli kaum durchgekommen. Ja, ist richtig. Ein Fonsi hat mindestens 3-mal gefährlich nicht mal den Ball annehmen können. Beim ersten Mal die Reaktion von Tuchel dabei auch sehr lustig, wie er ausgerastet ist. Bleibe leider dabei, Davis sei im Monat als linker Verteidiger absolut unterirdisch. Jo. De Ligt und Dyer, gute Arbeit geleistet. Conny, wie du schon gesagt hast, unfassbar am Ackern gewesen. Genau wie Deon, Serge und Jamal. Bei Sané bin ich leider immer noch etwas hin und her gerissen. Ja, er hat ein gutes Spiel gemacht und eingeleitet. Trotzdem hat er auch heute wieder einige Fehler gemacht. Dribblings nicht geklappt. Pässe waren in der ersten Halbzeit einige dabei, wo ich mich einfach gefragt habe, wo die bitte hin sollen. Das, was mir aber am stärksten auffällt, ist seine Unsicherheit und sein fehlendes Selbstbewusstsein. Wie oft er in der Rückrunde und jetzt auch heute Solos hatte und einfach ewig braucht, den Abschluss zu finden. Dann hier noch ein Haken, da noch eine Finte und immer wieder das Gleiche. Er kommt einfach nicht zu einem guten Abschluss. Der Typ hat solche Qualitäten, aber steckt leider wieder voll in seiner immer wiederkehrenden Formkrise. Ja, und trotzdem hat er beide Tore eingeleitet. Kane, wie du auch gesagt hast, einfach stark, sowohl offensiv als auch beim Spiel gestalten. Arsenal war aber spielerisch
und von ihren Ideen klar die bessere Mannschaft. Schöner Fußball, diese Spritzigkeit fehlt uns leider einfach. Trotzdem auch sehr ideenlos, weil wir so gut dagegen gehalten haben. Ich finde, Tuchel hat auch die richtige Entscheidung getroffen, die Leute auf den Platz zu lassen. Gerade nach dem 2:2 dachte mir anfangs noch, ey, komm, wirf den Tell rein, etc., vielleicht schaffen wir das dritte Tor. Aber der Plan, das Unentschieden beizubehalten, war, glaube ich, sehr gut. Ich weiß nicht, ob das der Plan war, das Unentschieden beizubehalten. I don't know. Mika, geiles Spiel, mega Emotionen. Nach der 100%igen von Ben White dachte ich, es kommt richtig dicke. Aber nein, haben alle super gespielt, bis auf Davis die erste Halbzeit. Aber verteidige mal erst mal diese Offensivkraft von Arsenal. Selbst Tuchel stand an der Seitenlinie und hat Feuer gemacht. Mega stolz auf die Jungs. Armin Gleiner. Naja, ich würde eher sagen, Arsenal mit Glück. Bayern wurde ein Elfmeter verwehrt. Dankenschuss von Koman. Nach der ersten Hälfte hätte ich Davis ausgewechselt. Das war so grottig, dass er sogar auf Twitter getrennt hat. Zweite Hälfte war dann zum Glück besser. Nee, die zweite Halbzeit war nicht besser. Arsenal hat einfach nicht mehr über diese Seite gespielt, sondern alles über die Kimmich-Seite gespielt. Das war der einzigste Grund. Hat man dann in der letzten Viertelstunde ja auch gesehen, als Arsenal wieder angefangen hat, über die Davis-Seite zu spielen. Kimmich solide, Innenverteidigung solide, Goretzka, Sané, Gnabry sensationell. Musiala mir persönlich zu schwerfällig, mir hat da die Spritzigkeit gefehlt. Neuer, Kane, Leimer, okay. Jo, okay. Stuart Berger, ich bin mir sicher, dass wenn diese Situation mit dem nicht gegebenen Handelfmeter nicht gewesen wäre, dass der Schiri den Elfmeter für Arsenal in der Nachspielzeit gegeben hätte, ob berechtigt oder auch nicht. Kann gut sein. Pasta Doggy, rechte Seite lag nicht nur an Davis, Saka war erschreckend krass, aber in der Allianz Arena wird dann gebacken. Okay. Michael. Oder Michaelis. In 90 Minuten war das 2:2 hochverdient und Spiegel gehört dazu. Wer jetzt rummeckert, der versteht den Fußball nicht. Tolle Leistung der Mannschaft und mit viel Glück geht der Pfostenschuss rein. Wir haben gute Chancen weiterzukommen, darum geht es. Ja gut, dann verstehe ich den Fußball leider nicht. Aber ist auch kein Problem, nehme ich so hin. Harzmann, bei Musiala gehe ich nicht mit. Kaum bemerkbar im Spiel, wenn dann mit Einzelleistung, die schlecht war. Ich finde, in solchen Spielen sollte er mehr seine spielerische Klasse durchblitzen lassen, statt sich tot zu fummeln. Ja gut, wenn wir irgendwie auch nur ansatzweise nach vorne gespielt hätten und nicht Arsenal das komplette Spiel überlassen hätten, dann wäre das vielleicht auch so gekommen. Was war denn unser Spiel? Unser Spiel war halt ganz klar auf Konter ausgelegt und nicht auf eigenen Ballbesitz. Also ist es dann auch nicht ganz so einfach für den Musiala, da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was soll er machen? Wenn Arsenal den Ball hat, was soll Jamal machen? Ne? Er hat geackert, gerackert, fand ich okay. Klar kannst du sagen, wenn er da mal eine Chance hatte, hätte er vielleicht cleverere Entscheidungen treffen sollen. Ja, das kann man schon anmerken, ja. Geh schon mit. Rayo ist back. Leo definitiv unerwartet, wie der abgehen kann, wenn er will und nicht verletzt ist. Krank. Davis war echt super unsicher, konnte man sich kaum mit angucken, wie Gnabry mehr Verteidiger war. Musiala nicht ganz so auffällig, aber war okay. Gutes Spiel im Groben und Ganzen, einfach besseres Auftreten zählt. Gnabry hätte man früher wieder runternehmen sollen, aber wir kennen ja Tourette. Jo. Chico, die Altherren Kimmich, Gnabry waren top. Hübi, wie kann man das 2:2 so feiern? Das war nicht verdient, sondern Glück gehabt. Gerade so das 2:2 gerettet, mehr nicht. Nach dem Rückstand ein gutes Spiel, aber dann wieder nichts draus gemacht. Ja, war ein gutes Spiel an sich, aber wieder einmal nur enttäuschend. Hübi, Alter, merkst du selber, was du schreibst oder was? Was ist denn los mit dir? Wie kann man das 2:2 so feiern? Also ich persönlich habe es jetzt nicht so gefeiert. Ich habe es realistisch eingeordnet, denke ich. Das war nicht verdient, sondern Glück gehabt. Das ist schon mal völliger Schwachsinn, weil wir in der Nachspielzeit noch einen Pfostenschuss hatten und nicht Arsenal. Also es war schon ein leistungsgerechtes 2:2. Gerade so das 2:2 gerettet, mehr nicht. Auf welcher Grundlage? Nochmal, wir hatten den Pfostenschuss kurz vor Ende, nicht Arsenal. Nach dem Rückstand ein gutes Spiel, aber dann wieder nichts draus gemacht. Was? Ja, war ein gutes Spiel an sich, aber wieder einmal nur enttäuschend. Es war ein gutes Spiel und gleichzeitig enttäuschend? Alto Betty, also
Die 3 Sätze ist mehr Widerspruch als irgendwie eine gerade Linie, oder was? Hübi, was ist da los bei dir? Wild. Mike, ich finde, Goretzka hat auch ein gutes Spiel gemacht. Er hat viele brenzlige Situationen entschärft. Die Konter über die Außen waren gefährlich, aus der Mitte kam wenig Gefährliches. Wir haben zwar viele offensive Spieler, aber irgendwie kein Spielmacher. Ja, das ist ja jetzt nichts Neues. Deswegen war ja der Pavlovic so herausragend, wenn er gespielt hat. Kevin, geiles Spiel. Es ist die Mannschaft aufgetreten, die ich mir gewünscht habe. Das Kollektiv war heute richtig, richtig geil. Heute war ein Team auf dem Platz. Goretzka, Leimer, Musiala, Sané, Kane, Kimmich, eigentlich alle. Bin einfach so happy. Alter, aber meine Pumpe in diesem Spiel und dann nächste Woche noch so ein Ding, mein armes Herz. Fand ich mega heute. Davis war heute nicht der Beste und hat leider schwere Fehler gemacht. Hat aber auch gute Szenen gehabt und geackert. Davis' Auswahl tut trotzdem sehr weh. Nein. Ich verstehe, was du meinst, aber das wirkt schlecht auf Davis, wenn der Gnabry auf seiner Position steht. Man hat sich einfach für den anderen eingesetzt und wollte sicher gehen, weil Arsenal aktuell schon eine Macht nach vorne ist und hat sich geholfen, wo man konnte. Arsenal hat ganz klar Davis als defensive Schwachstelle ausgemacht und konnte sich damit einmal belohnen. Wenn sie es so klar ausgemacht hätten, hätten sie auch in der zweiten Halbzeit über die Seite gespielt. Als sie gemerkt haben, links doch nicht so einfach durchzukommen, haben sie es auch öfter über rechts versucht. What the hell? Habe ich ein anderes Spiel gesehen oder was? Wo hat Arsenal es denn schwer gehabt, über links durchzukommen? Die haben es so in der zweiten Halbzeit gar nicht erst versucht. Die haben nur über über unsere rechte Defensivseite gespielt. Oder habe ich einen blinden Fleck und habe irgendwie die Bemühung über links nicht gerafft, oder was? Erst als Jesus dann eingewechselt wurde, hat Arsenal wieder über die linke, über deren Rechte auf unsere linke Seite gespielt. Und da haben sie auch gleich wieder das Tor gemacht. Also, weiß ich nicht. Aber gut. Jeder wie er meint. Die Handszene im Strafraum ist ganz klar Elfer für uns. Nichts mit Kinderfehler erwartet, eröffnet das Spiel und nimmt ihn in der Hand. Was soll das? Regel ist Regel. Bei der Handspielregel wird auch strittiges gepfiffen. Irgendwelche natürlichen Fallbewegungen werden als Elfer gegeben. Das Schlimmste daran ist, dass der Schiri sagt, sowas Kleinliches pfeift er in einem Viertelfinale nicht und legt sich die Regel aus, wie es ihm passt. Come on, dann können wir auch beim Rückpass oder bei einer Makromillimeter-Entscheidung abseits oder aus hinwegschauen. Man war unkonzentriert und muss somit bestraft werden. Vielleicht seht ihr es nicht so, aber solch eine Bewertung ist ein Skandal für mich. Der Fahrer darf sich auch nur nach Zufall einschalten, spielentscheidende Szenen werden willkürlich getroffen. Ecken, die zum Tor führen, spielen beim Fahrer keine Rolle, weil als nicht spielentscheidende Situation gewertet wird. Hinspiel gegen Leverkusen, ich könnte platzen vor Wut. Ja, über den Fahrer brauchen wir nicht mehr diskutieren. Für mich ist das Thema gescheitert, aber das sieht ja auch jeder ein bisschen anders. Die Szene zum Schluss ist kein Elfer. Saka tritt Richtung Neuer und ist somit einfach dumm gemacht von Saka. Er geht nur aufs Foul, anstatt zum Ball zu kommen. Plus war das alles andere als eine natürliche Bewegung und ist somit einfach nicht schlau gemacht. Und jetzt komme ich zum Schiri, Alter. Selten habe ich so einen parteiischen Schiri gesehen. Das war Daniel Schlagerniveau. Einfach nur unterirdisch und wird einem UEFA-Schiri alles andere als gerecht. Jede Kleinigkeit hat dieser Vogel gegen uns gepfiffen und bei Arsenal deutlich mehr laufen gelassen. Kane wurde Dauer gehalten, ohne dass es mal gelb gab. Davis gleich bei der ersten Szene gelb zu geben, war komplett übertrieben. Diese Szene, wo einer der Gegenspieler ohne Berührung fällt, in sein Arbeitszeugnis gehört. Er war stets bemüht, Note 30 mit Dauersperre. Diese Szene, wo einer der Gegenspieler ohne Berührung fällt. Sehe ich gerade nicht. Meinst du das auf die Davis-Karte bezogen oder was? Also Davis hat ihn hinten ins Bein getreten. Das ist für mich eine gelbe Karte, aber gut. Jeder wie er meint. Packen wir es im Rückspiel, Jungs und Mädels. Ja, es wird auf jeden Fall ein interessantes Rückspiel werden. Stevie, wer hat heute Kopfnussdienst? Ich. What's up? Na, das war doch endlich mal wieder ein Fußballspiel, so wie wir es sehen wollen. Außer am Anfang. Schade, dass Coman den Pfosten getroffen hat, das wäre ein geiles Tor gewesen. Die Aktion am Ende von Saka war zu billig für einen Elfer. Ganz ehrlich. War eine gute und vor allem eine Mannschaftsleistung. Was ist das Problem bei den Jungs? Unfassbar. Hab mit einem anderen Ergebnis gerechnet, umso größer ist die Freude jetzt. Aber das entschuldigt dennoch nicht diese Saison und rehabilitiert sind sie bei mir noch nicht. Weiter so bis zum Saisonende, dann ja. Mal schauen auf deine Benotung. Ich freue mich drauf auf den Freitagsstream. Bis dann. Boah, wild.
Also keine Ahnung, anscheinend habe ich eine exklusive Meinung zu dem Spiel, dass ich das alles nicht so rosarot sehe und von Rehabilitation brauchen wir gar nicht reden, Alter. Brauchen wir gar nicht reden. Selbst wenn wir die Champions League gewinnen sollten, müssen wir nicht über dieses Thema reden. Also, aber das ist auch nur meine Meinung. Rick Deckard, obwohl du siehst, wie schlecht ein Spiel die letzten Spiele war, bist du trotzdem so ehrlich, wenn jemand ein gutes Spiel gemacht hat. Sehe diese Partie, Leroy Sané und die letzten Spiele Joshua Kimmich. Das gefällt mir in deinen Analysen. Ja, wie gesagt, ich sag halt meine Meinung zu dem, was ich sehe. Das kann man anders sehen, das muss man nicht gleich sehen. Aber nur weil ein Leroy jetzt seit 3 Monaten Scheiße gespielt hat oder ein Kimmich Scheiße gespielt hat im Mittelfeld, wenn er dann als rechter Verteidiger gut spielt oder ein Leroy mal ein gutes Spiel macht, ja, na klar, dann sehe ich das auch und dann bekommen sie auch eine gute Note. Das sollte ja klar sein, oder? Sonst bräuchte man den Bums ja nicht machen. Pierre, der Grund, warum Davis gespielt hat, ist, dass er mit seiner Geschwindigkeit und Wendigkeit eine Waffe gegen Saka ist. Ja, haben wir gesehen, wie die Waffe war. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Aha. Saka ist sehr intelligent, schnell und dribbelstark. Wenn du Guerrero dagegen stellst, dann sieht das so aus wie Sané gegen Quio. Bis zu dessen Auswechslung zur Halbzeit. Hoffe, das wird kein Massaker auf links außen im Rückspiel. Sorry, das sehe ich leider komplett anders. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Christian Brot, Harry Kane hat extrem gefeiert, um Werbung für sich zu machen. Er will wieder zurück nach England, um Titel zu gewinnen. Tester. Ich finde ja ganz interessant, dass einige englische Medien den verweigerten Saka-Elfer thematisieren und den verweigerten glasklaren Handelfmeter gar nicht erwähnen. Jo. Honey, ich finde auch, dass Kane sehr gut die Bälle verteilen kann und er hat viel hinten gearbeitet. Also ich finde echt guter Neuzugang von Bayern. Er versucht echt viel. Zuländer, respektable Leistung, aber wie du schon angemerkt hast, was bedeutet das für den Charakter der Mannschaft, wenn man die Spiele der Bundesliga betrachtet? Das werden wir mal im Stream heute ein bisschen analysieren. Cosa, Servus und Glück auf! Tja, was soll ich sagen? War ein interessantes Fußballspiel, sehr unterhaltsam anzusehen. Das stimmt. Mal wieder halbwegs Normalform von den Bayern, so ist das Halbfinale definitiv drin. Leider kann ich mich nicht 100% über die Leistung freuen, weil es mich doch nachhaltig ärgert, dass einfach jedes Spiel dieses Jahr eine Wundertüte ist. Arsenal war stark wie erwartet, aus dem Nichts kam der Ausgleich und der Elfmeter durch einen starken Angriff von Sané. Fand die Führung zur Halbzeit auch nicht unverdient, weil wir Arsenal ein bisschen den Schneid abgekauft hatten. War natürlich glücklich, aber das braucht man auch auf dem Niveau. Wie Kloppo einst schön formulierte, wenn du im Leben kein Glück hast, bist du gearscht. Ja, wir haben wieder von Einzelaktionen gelebt. Davis fand ich wieder bodenlos, dafür Kane absolute Maschine, hatte etwas Glück bei der Aktion mit seinen Ellenbogen. Schlimmer finde ich ja, dass Michael Arteta im Interview danach sagte, dass der nicht gegebene Elfmeter für Saka eine Schande sei. Ja, man kann über die Szene streiten, aber schaut euch mal Videos an, in denen Saka genau diesen Move immer wieder bringt. Er geht mit viel Tempo in den Strafraum, haut dann einen Gegenspieler seine Gräte in die Beine und bleibt dabei hängen. Hut ab von dem Schiedsrichter, dass er das genauso gesehen und entschieden hat. Normalerweise müsste man Saka dafür bestrafen. Dass der Schiri bei dem Handspiel nicht gepfiffen und es als Kinderfehler abgetan hat, halte ich für äußerst bedenklich. Ich verstehe natürlich, worauf er hinaus wollte, weil es nur ein dummer Fehler des Spielers war. Ja und? Wir sind hier doch nicht im Kindergarten, sondern in einem Champions League Viertelfinale. Auf der anderen Seite bin ich aber wieder der Meinung, dass ich mich bei so einem Elfer nicht wirklich wohlgefühlt hätte. Die Handspielregel halte ich aktuell für sehr schwammig und ich finde, dass man den Schiedsrichtern durchaus die Entscheidung überlassen sollte, ob etwas strafstoßwürdig ist. Naja, unterm Strich alles fein für mich, gerechtes Unentschieden, was ich so nicht erwartet hatte. Ich gehe mit deinem Post zu 100% mit. Talkie Bayern. Bayern kann, wenn sie alles richtig machen, sogar als Sieger vom Platz gehen. Sané muss das dritte in der ersten Halbzeit machen, da der Ball auf seinen starken Linken ist. Chance verspielt. Ansonsten ein letztlich verdientes Unentschieden für beide Seiten. Da man die letzte Szene von Arsenal nicht bewerten kann. Für mich kein Elfmeter, weil er ihn will. Davis ist definitiv so schwach geworden. Wo ist sein Selbstvertrauen hin? Schon in Real? Doch unter diesen Voraussetzungen spielt er bei Real nicht Stamm. Wollen wir nicht reden. Alles in allem ein gutes Ergebnis für Bayern in London. Was war denn mit Musiala los? Hab kaum was von ihm gesehen, ansonsten gute Mannschaftsleistung. Geschaut in der Karibik. Grüße aus der Domrep. Ja, schön. Schönes Wetter, war? Viel Spaß. Guten Urlaub. Ja, Musiala habe ich ja gerade schon mal so ein bisschen was zu gesagt. Hat es natürlich auch nicht einfach gehabt. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Aber ja, man hätte natürlich noch einen Tacken mehr erwarten können. Aber mein Gott, am Ende 2:2, denke ich, ist ein gutes Ergebnis. Na, Baric, du bist der erste und der einzige YouTuber, der am Anfang sagt, dass ich das Ende am meisten mag. Der erste?
Ist der erste und der einzige YouTuber, der am Anfang sagt, dass ich das Ende am meisten mag. Bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Aber gut. Vielen lieben Dank. Dass ich der Erste bin, ist doch immer gut. Leroy, geiles Solo. Verdientes 2:2. Das gibt Zuversicht fürs Rückspiel. Gnabry wohl wieder verletzt. Jo. Inoclip. Leroy Sané eine starke erste Halbzeit. Wobei man ehrlich sein muss, wenn ihm niemand das Bein stellt, läuft er mit dem Ball ins Tor aus oder bis nach München. Oder vertändelt. Danach rennt er alleine aufs Tor zu, hat den Ball auf dem linken Fuß und schießt trotzdem nicht. Auf was wartet er? Ja. I don't know. Cryox, ich finde diesen Einzelspieler-Argument ein bisschen schwierig, das alles etwas Negatives darzustellen. Ich meine, genau dafür hat man diese Spieler mit so einer Qualität. Schau dir Real gegen City an. 4 von 6 Toren bei einzelnen Aktionen, abgefälschter Ball. Real und City interessieren mich gerade einen Scheiß. So. Mich interessiert der FC Bayern und nicht Real oder City. Ja, wenn man auf Konter spielt, lebt man von Einzelaktionen, habe ich glaube ich auch sogar in dem Video gesagt. Ja? Da lebt man dann nicht irgendwie von Kombinationsspielen. Du kannst das gerne so sehen, alles ist gut. Ich finde dein Argument mit Man City und Real Madrid genauso schwierig, wie du mein Argument mit den Einzelaktionen schwierig findest. Ich denke, darauf können wir uns einigen, wa? Gerard, ich kann nicht verstehen, warum Sané bei seiner Möglichkeit noch einen Haken macht, als er alleine auf den Torwart geht. Dabei hatte er den Ball auf dem richtigen Fuß. So ist das halt, ne? Many more, wir hatten einen Hanf-Elfmeter kriegen müssen. Der Schiri war doch nicht für uns. Der war ganz klar für Arsenal, auch in den kleinen Situationen. GB, der IV kennt Sané noch nicht, sonst hätte er ihn nicht elferreif gefoult. Joe, ich wage zu behaupten, wenn der Davis nicht gespielt hätte, dann wäre der FCB als Sieger vom Platz gegangen. Die Leistung von Davis war höchstens 3. Liganiveau. Ich verstehe nicht, warum dieser Spieler wieder von Anfang an gespielt hat. Zum Glück ist Davis im Rückspiel gesperrt. Unser Journalistenniveau waren die beiden Reporter auf Amazon Prime. Die Reportagen bei solchen Champions League Events werden immer schlechter. Ich gehe mal davon aus, dass die Reporter im Stadion sitzen plus einen Monitor mit Live-Übertragung im Blick haben und trotzdem werden wichtige Szenen, die ein normaler Zuschauer vor dem TV sieht, total falsch interpretiert. Ja, da enthalte ich mich. Zu Davis, wir haben es ja hier teilweise gesehen, es gibt viele Leute, die halt glauben, dass Davis Geschwindigkeit der Schlüssel gegen den, ich weiß nicht, wie hieß er? Saka, was weiß ich. Ich sehe das auch anders, aber ich kann natürlich das Argument auch verstehen von einigen, dass man sagt, die Geschwindigkeit ist der entscheidende Faktor. Für mich ist es das nicht. Und ich denke, das hat Fonsi auch eindrucksvoll bewiesen, dass es nicht der Faktor ist. Weil wenn der Spieler verteidigt wurde, war es nicht von Fonsi, sondern von Gnabry. Niemals Elfer war Neuer, aber es war Handspiel von Arsenal in der 66. Minute. FC Bayern 5 Feuer. Jo. Ducci, das Ergebnis ist positiv zu werten bei all dem Chaos. Heute war es reines Glück. Erschreckend war doch zu sehen, dass Arsenal uns in puncto Schnelligkeit, Spritzigkeit, Technik, Zweikampfstärke und Spielwitz meilenweit voraus war. Unser Spiel hinten raus wie immer katastrophal. Kaum Überraschungsmomente und bei jeder Aktion von Arsenal hatte man das Gefühl, es klinge gleich. Warum Davis immer noch aufgestellt wird, kann man rational nicht mehr erklären. Was für ein Abstieg. Zum Glück ist er jetzt gelb gesperrt fürs Rückspiel. Bitte endlich an Real abgeben. Der Einsatz hat gestimmt und in der zweiten Halbzeit konnte man mithalten. Mit noch mehr Glück macht Koeman das 3:2. Man hätte einen Elfer bekommen, aber auch gegen uns kriegen können. Neuer. Insgesamt darf man echt zufrieden sein. Gehe ich mit. Zu Judings. Ich muss etwas machen, von dem ich nie geglaubt habe, es machen zu müssen. Ich widerspreche dir bei der Note für Tuchel. Die Kritikpunkte sind natürlich berechtigt, aber er hat ein paar wirklich gute Entscheidungen getroffen, vor allem bei Leimer und Goretzka. Erstens hat er die beiden die Seite tauschen lassen, wodurch beide besser funktioniert haben. Zweitens hat er sicher Leimer die direkte Anweisung gegeben, Oedegaard fast oldschool zum Mann decken und das hat sich massiv ausgezahlt. Der war das ganze Spiel über abgemeldet. Also ich fand, der Oedegaard war die ersten 25 Minuten schon super stark und hat jeden Angriff von Real eingeleitet und da war kein Leimer, der ihn Mann gedeckt hat. Wenn, dann hat er sich immer wieder vom Leimer entzogen. Danach, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich es nicht so auf dem Schirm gehabt. Kann gut sein, dass Leimer ihn dann besser Mann gedeckt hat.
Weiß ich nicht, müsste ich mir echt im Nachhinein angucken, um das beurteilen zu können. Ich kann aber aus meiner Wahrnehmung sagen, die ersten 25 Minuten war da nichts Mann gedeckt. Also der hat ja jeden Ball über die Fonsi-Seite hat er ja eingeleitet. Ja. Problem, zweite Halbzeit war dann, dass Ødegaard auch diese halbrechte Pose gespielt hat und Arsenal gar nicht mehr über die Seite gespielt hat. Arsenal hat alles über die Kimmich-Seite gespielt. Aber ich nehme das mal so hin. Wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Ich kann die ersten 20, 25 Minuten beurteilen. Da war definitiv keine Manndeckung von Leimer da. Jetzt mal wirklich Tacheles. Spielt der Liebe heute das erste Mal seit Wochen ganz gut. Wird er prompt von Tuchel als erster ausgewechselt. Was erlauben Tuchel? Ariana, geht zu Heidenheim, passt besser dort in das Team. Geht zu Heidenheim, passt besser dort in das Team. Meinst du mich oder was? Ich bin kein Heidenheim-Fan, also von daher. Realist, für mich drängt sich der Eindruck auf, dass für die Spieler nur die Spiele von Belang sind, bei denen sie ihren internationalen Marktwert steigern können. Bundesliga geht denen am verlängerten Rückgrat vorbei, meine ehrliche Meinung. Jo. Kann man ja auch haben, diese Meinung. Strive, wenn Real schlau ist, stellen sie eine einstweilige Verfügung gegen Davis für die ganze Stadt aus. Weißt du doch nix. Herr Doktor, der Patient lebt noch. Mal gucken, wie lange noch. Markus Wippi. 2:2 ist ein gutes Ergebnis für beide Teams. Sané hatte heute mal wieder einen Sahnetag. Wow. Wie der Junge halt gerade drauf ist. Wir sehen, dass die Mannschaft durchaus spielen kann. Für mich müsste Tuchel jetzt selbst erkennen, dass die Mannschaft in der Liga gegen ihn spielt und die Konsequenzen ziehen. Bin gespannt, wie sich die Mannschaft am Wochenende schlägt. Ja, du kannst das halt auch nicht vergleichen, Alter. Du kannst das nicht vergleichen. Wo ist denn in der Bundesliga eine Mannschaft, die in der ersten Halbzeit 70% Ballbesitz gegen uns hat? So in der Regel ist es ja genau umgekehrt. Also ist schon super schwierig, ein Bundesligaspiel jetzt mit einem Spiel gegen Arsenal London zu vergleichen, finde ich. Chico, hab auch King für Gnabry erwartet. Er wird uns so fehlen. Note 1 Gnabry. John Doe, klasse Analyse, differenziert und fair, danke. Gerne. Big N, ich habe mich geirrt und entschuldige mich hiermit. Arsenal hat den FC Bayern nicht zerfetzt und die Bayern haben endlich mal wieder gezeigt, dass sie ackern können. Schön, dass man da mal Teamgeist und ein Aufbäumen sehen konnte. Hoffe, es gibt mehr davon im Rückspiel. Ja. Ich denke, dass damit können wir unsere Leistung auch am besten beschreiben. Mit endlich mal geackert und Teamgeist. Ja. Rowicki, da das wirklich balsam für die Bayern-Seele. Tue ich mich noch schwer mit. Philosophiker, 100% Elfer für Arsenal. Hab die Situation heute 30 Mal mit einem Kumpel nachgespielt. Das rechte Bein ist immer weit außen. Vor allem, wenn du danach bei Dings schießen willst. Da könnt ihr euch weiter selbst in die Tasche lügen. Aber als Bayern-Freund freue ich mich und betrachte es als Ausgleich für den regelkonformen, aber unsportlichen Elfer von Tuchel gefordert hat. Den Tuchel gefordert hat. Jeder, wie er meint. OG Ford. Davis ist aktuell nicht gut genug für die erste Mannschaft. Ein unberechenbarer Unsicherheitsfaktor, ein Risiko für die Mannschaft. Ich verstehe nicht, warum man derzeit auf ihn setzt. Außer, dass man Kaufinteressenten demonstrieren will, was er derzeit wert ist. Leicester, so, das Spiel verdauert. Glückwunsch zu einem verdienten Unentschieden. Freut mich als neutraler Fan wirklich, wenn deutsche Teams international überzeugen. Aber wie hat Tuchel uns gegen Heidenheim auch zu Narren gehalten, den verletzungsanfälligen De Ligt geschont, dass er auch ja fit ist. Die Grundstruktur des Mittelfeldes bereits einstudiert. Selbst der sehr defensive Part von Kimmich war bereits zu sehen. Und so hatten die Bayern als Team ein überzeugendes, von Taktik geprägtes Spiel gegen Arsenal. Strukturierte, stabile Defensivarbeit mit einem tiefen Heavy Kane. Dieser wiederum sollte die Außenstürmer bedienen. Dem gesamten Team würde ich in Gänze für die Leistung eine schlechte Schulnote 2 geben. Dafür, dass sie zusammen diese Defensive nicht wirklich Bayern-typische Marschrichtung mitgegangen sind. Dass jedes einzelne seiner Teile im Puzzle beigetragen hat, ist vermutlich der Champions League zuzuschreiben. Aber trotzdem sehe ich die Mannschaft als Ganzes bei einer 2. Und natürlich sind es am Ende Einzelaktionen, die das Spiel beeinflussen. Aber was könnte man noch anderes in dieser Saison erwarten? Hervorheben will ich aber nur eine Sache, nämlich der Pressing-Ansatz von Arsenal. Die Spieleröffnung sollte von ihnen gewollt über Dyer und Davis laufen. Es war ja teilweise aber witzig, welche Räume sie da gelassen haben. Während der Licht und vor allem Kimmich sehr präzise zugestellt wurden. Und ich weiß wirklich nicht, was aktuell bei Davis los ist, aber sein erster Kontakt ist grauenhaft und führt immer wieder zu Ballverlusten. Dadurch wird es Manuel Neuer irgendwann so bunt, dass er lieber im Strafraum unter Pressing den Ball jongliert, somit den anstürmenden Gegenspieler umspielt und den Passweg auf Kimmich de Ligt öffnet.
Haarscharfe Aktion, geradezu wahnsinnig von einem Torwart, wenn es eben nicht Neuer wäre. Spieler des Spieles ist für mich definitiv Serge Gnabry. Wie der für Davis auf der linken Seite wirklich alles, aber auch alles ausgebügelt hat über 70 Minuten. Dass er zur Halbzeit nicht ausgewechselt wurde von Tuchel, war eine absolut grauenhafte Entscheidung. Leider, ja. Auch bei Heidenheim war nach 45 Minuten bei ihm die Luft raus. Es war abzusehen, dass er keine 90 Minuten schafft und dann verletzt er sich natürlich kurz nach der Auswechslung von Sané. Da wäre ein Doppelwechsel zwecks Belastungssteuerung angesagt gewesen. Jo. Wie du es im Taktikfuchs so schön gesagt hattest, ich zitiere im Wortlaut, von den Außenstürmern erwarte ich 100% Willen in der Defensivarbeit. Wenn die nach 45 Minuten platt sind, haben wir noch 4 weitere Wechseloptionen. Hat Serge geliefert, nur hatte das Trainerteam andere Visionen. Ja, gehe ich mit. Marco Vosse, Servus, da hatten die Spieler und Trainer wieder mal Lust und die richtige Einstellung. Traurig aber wahr, gegen Köln wird es wieder ein gequältes Gegurke werden, weil jeder nur das Rückspiel im Kopf hat. Hoffen wir am Mittwoch auf eine ähnlich gute Leistung wie im Hinspiel, dann kann es klappen mit dem Halbfinale. Ja, aber das ist auch jetzt gegen Köln völlig legitim. Natürlich ist es nicht legitim, dann da irgendwie Rumpelfußball zu spielen, aber es ist völlig legitim, dass man dann vielleicht in so einen 50-50 Zweikampf, wo man weiß, ich könnte mich da jetzt hart verletzen, dass man da zurückzieht. Das kann ich persönlich schon verkraften. Nichtsdestotrotz hast du genug individuelle Qualität, um auch gegen Köln trotzdem zu gewinnen. Wir müssen nur weiterkommen, egal wie. Das ist richtig. Christian, klasse Spiel, freue mich auf das Rückspiel. 50:50, für mich gibt es keinen Favoriten. Vielleicht kommt es zum Elfmeterschießen. Für mich gibt es einen klaren Favoriten, der Arsenal ist. Josef vom Brunn. Ist falscher Einwurf bei Fußballprofis nicht auch so zu sehen, nach Sicht des Schiri, wie das in die Hand nehmen beim Abstoß? Naja, wenn man die einfachen Grundregeln nicht mehr beachten muss. Horst Müller. Beim ersten Arsenal-Tor, Dyer mit Händen auf dem Rücken. Starr wie eine Statue. Helmer hat ihn nachgeäfft im DSF-Fan-Talk. Soll der Helmer sich gönnen. Marc de Staufer. Ein Ergebnis, das okay ist. Für den Moment okay und für das Rückspiel hoffen lässt. Danke an die Mannschaft. Ihr könnt Leistung, Teamgefüge, Zusammenhalt etc. zeigen. Was mich stört, sind die Interviews von Dresden und Eber, wo sie die Mannschaft quasi über den grünen Klee loben. Für dieses Spiel okay, doch aus meiner Sicht zu sagen, Trainerwechsel damit ausgeschlossen, Mannschaft in der Pflicht. Ich meine, es war Jupp, der einst sagte über den Trainerberuf bei uns. Hier muss ein Trainer es managen, dass die Spieler sich wohlfühlen und weniger taktisch. Wie gesagt, in etwa war das die Aussage. Schaut man in die Vergangenheit, war der letzte Trainer, der das schaffte, Flick. Danach fällt die Leistungskurve ab, wie bei Fonsi. Dennoch Glückwunsch zum Spiel und Ergebnis. Jetzt noch der BVB und am Finaltag wie 2030 in London. Wild. Naja, für den BVB ist ja auch noch alles drin, ne? CB, insgesamt eine super Leistung nach den beschissenen 2 letzten Spielen. Goretzka und Leimer haben mir echt gut gefallen im Zusammenspiel mit Dyer und der Lift. Sané hat mich wirklich überrascht im positiven Sinne und schade, dass Coman gegen den Pfosten schießt. Sonst hätten wir noch gewonnen. Ohne Fans gegen das Arsenal war schon wirklich sehr gut, macht sehr Bock auf das Rückspiel. Bezüglich Saka und Neuer sah man in den anderen Wiederholungen, dass Saka den Elfer nur wollte. Er war an Neuer vorbei und hat sein Bein extra reingestellt. Also zum Glück kein Elfer, war meiner Meinung nach zu sehr gewollt. Kane war top heute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe eine Wiederholung gesehen. Was mich halt wundert, wie du selber sagst, er war halt eigentlich schon an Neuer vorbei. Warum sollte er dann den Kontakt suchen? Er hätte den Ball doch einfach einschieben können. Aber gut. Jeder, wie er es sieht. Ne? Wie gesagt, ich kann die Situation nicht wirklich gut beurteilen. Ich habe nur eine Wiederholung gesehen. Michi, sorry, aber bei Jamal gehe ich nicht mit. Note 4 für mich. Stellungsspiel war katastrophal. Laufwege total falsch. Ständig war er neben Kane und nicht hinter ihm. Und nicht hinter ihm. Ihm meinst du? Naja, wenn Kane irgendwie auf die 6er-Position geht, ist es auch dann schwierig zu sagen. Ja, I don't know. Aber gut. Ja, kann man so sehen. Let's Plays. War ein schönes Spiel. Auch Leo war besser als erwartet. Etwas Glück war mit dabei. Am Ende durchaus respektabel gegen Arsenal. Davis hatte ein paar Aussetzer, die super gefährlich waren, aber zum Glück nicht zu mehr Gegentoren führen. Das hätte auch anders laufen können. Bin gespannt auf das Heimspiel. Jo, gehe ich mit. Manu, gestern beim Spiel kam mir der Gedanke, vielleicht lässt Tuchel in der Bundesliga so spielen, wie er es tut, damit die Gegner in der Champions League einen unterschätzen und sich nicht auf einen einstellen können, weil man plötzlich ganz anders spielt. Nee. Angel, ich bin insgesamt zufrieden, aber ich muss dir leider bei diesem Spiel
Speed-Analysen zum ersten Mal Unrecht geben. Saka hat links sehr viel Platz, kann ruhig dahin dribbeln. Aber nein, der geht mit seinem rechten Fuß an Neuers Knie, ziemlich sicher mit Absicht. Sah fast schon aus, dass Saka Neuer gefoult hat und ehrlich zum ersten Mal dieser Saison, zumindest mein Man of the Match, lautet Conny. Du hast dich nicht verlesen, ja, Leimer, der hat Oedegaard, einer der besten Mittelfeldspieler, gerade richtig genervt. Heute das Gefühl, dass Conny ihn selbst, wenn er duschen geht, verfolgt. Und ja, ein paar defensive Pässe waren stark von ihm. Wie gesagt, meine Meinung. Sané auch echt bockstark mit dem Lauf vor dem Elfmeter. Neuer gut, Gnabry, der Chefkoch, auch stark. Sogar auf dem gleichen defensiven Niveau wie Davis als Flügel. Das erste Tor war 90% auf Davis Kappe. Die letzten 10 war Sakas unfassbarer Lauf und Abschluss. Leider kam jetzt Meldung, dass Gnabry wieder 3 bis 4 Wochen ausfallen wird. Mal wieder. Schade für ihn. Ja gut, das war schon bei der Auswechslung klar, oder? Leider fiel mir Musiala nicht so sehr auf. Hoffe, er kann gegen Köln was reißen. Leon auch gut mit dem letzten Pass durch 2, 3 Arsenal-Spieler und war wie Conny defensiv ziemlich gut. Und Harry einer der besten gestern. Pässe, Genauigkeit und natürlich der Elfer. Verdientes Ergebnis, aber der Saka und Rice mit ihren Schwalben gingen mir auf den Sack. Schwalben habe ich eigentlich von Havertz gesehen, einer. Vor allem Saka hat mich enttäuscht, aber so ist nun mal der Fußball. Aber eine gelbe hätte er schon verdient. Aber wie gesagt, verdientes Ergebnis 2:2 ging auf jeden Fall in Ordnung. Das Ding werden wir in der Allianz Arena drehen nächste Woche. Packen wir's. Bin gespannt. GB, wir haben im kompletten Spiel nur 2 Flanken geschlagen. Ja, wir haben ja auch nicht offensiv Fußball gespielt. Wir haben ja auf Konter gespielt. Martin, wenn die Mannschaft sich ihre Spiele aussucht, läuft einiges schief. Panzer, guten Abend. Zuallererst, der Schiedsrichter war noch schlechter als Davis in der ersten Halbzeit. Die einzig gute und richtige Entscheidung für uns war das Erkennen, dass das kein Elfmeter von Neuer gegen Saka war. Der sucht Neuers Bein. Zum Spiel eine extrem gute Leistung. Einziger Schwachpunkt war Davis. Goretzka im Duell mit Reis, klarer Punktsieger und man muss das ganze Team ansonsten loben. Dass wir das Stadion in der zweiten Halbzeit so ruhig bekommen haben und Arsenal nahezu ausgeschaltet haben, war stark. Da gehe ich mit, ja. Die erste halbe Stunde, zweite Halbzeit war wirklich stark. Was ich nicht ganz verstanden habe, dass Tuchel Guerrero statt Tell bringt, habe ich nicht wirklich verstanden, da Arsenal Probleme mit unserem Tempo hatte. Nun, deine Benotung gesehen, sehe ich bei einigen völlig anders, aber das ist eben subjektiv. Jo, ist auch völlig fein. MOK, der Schiri hat mit der komischen gelben Karte für Davis sehr geholfen. Kimmich ist ein klasse RV. Leroy und Gnabry solide internationale Klasse, aber im Vergleich zu Saka sah man den Unterschied. Ohne Konzept, ohne Trainer als Mannschaft gekämpft. Manuel Neuer, Schiplupfer. Ohne Konzept, ohne Trainer als Mannschaft gekämpft. Okay, wilder Take. Gerard, dass man den Handelfmeter nicht gibt, weil es ein Jugendspielerfehler ist, macht mich lachen. Die Regel ist die Regel. Ich erinnere mich von einem Fall, wo Hernandez ausgetrickst wurde, weil der Gegner den Ball, den er rausschießen sollte, nur auf die Außenlinie setzte und als Lukas den Ball mit der Hand nahm, weil er glaubte, der Ball wäre im Aus gewesen, hat der Schiri auch gleich Handspiel gepfiffen. Joa. Tim Zauner. Wie ich die Schiris hasse und wozu hat man Fahr? Hä? Minas K., die ganze Welt schaut zu und willst dich nicht blamieren als FC Bayern-Spieler. Das ist keine Überraschung für mich, wie manche Spieler gespielt haben. Das Trikot spielt auch eine Rolle und nächste Woche spielen wir auch als Fans in Allianz Arena mit fanatischer Stimmung und packen wir das Ding. Philosophiker, dieses Mal hat Arsenal sich das Spiel aufdrücken lassen und gespielt, aber auch uns spielen lassen. Ja, in der zweiten Halbzeit, ne? Ich bin mir sicher, das Rückspiel wird komplett anders laufen. Sie werden spielen wie Bochum, Saarbrücken, Frankfurt, Heidenheim. Sie werden uns, den Spielern, wehtun von Anfang an. Das tun, was die Sanés, Gnabrys, Musialas überhaupt nicht leiden können. Kämpfen zu müssen mit Körpereinsatz, zeigen, wer die Eier in der Hose hat. Bin gespannt, was in München passiert. Gehen wir da durch und stehen unsere Schönwetterspieler das durch, dann ist alles möglich. Das Rückspiel wird ein Charaktertest. Ja gut, das war das Hinspiel ja auch schon. Also. Amadea, Serge hat eine Hamstring-Verletzung, meinte Tuchel. Hamstring-Verletzung. Hoffe, er wird schnell wieder. Sehe ihn echt gern. Vielleicht hatte er Glück, aber er arbeitet schon sehr präzise, zum Beispiel gegen Tottenham, wo er ihn bewusst an den Innenpfosten legt. Gutes Spiel von uns, aber noch nicht da, wo wir wieder hinwollen. Was möchte Gnabry? Immer aufschreiben, wenn er mal ein Tor schießt? Seine schlechten Leistungen? Freuen wir uns jetzt schon über auswärts unentschieden zu spielen? Ich hoffe, wünsche mir, dass nächste Saison der alte FC Bayern wieder da ist mit seiner Tugend, Spielwitz, Kampf, Überlegenheit, Frische.
und dass dann die Gegner wieder sich auf den FC Bayern einstellen müssen und nicht umgekehrt. Kai, machst die beste Sportsendung, die Medien und wir brauchen dich. Kann deine Kommentare kaum abwarten. Klasse. Aber der ist schon wild, oder? Freuen wir uns jetzt schon über auswärts unentschieden zu spielen? Ja, gegen Arsenal musst du dich auswärts über das 2:2 freuen. Wenn wir das Spiel mal durchanalysieren würden, müssen wir uns über das 2:2 freuen. Ja, auf jeden Fall. Edin, ich fand uns echt gut gestern. Wir haben wie ein Team gespielt, es ging auch um so viel. Ich hoffe, dass wir diese Einstellung beibehalten und gegen Köln wieder ein gutes Spiel zeigen, unabhängig von der Leverkusener Meisterfeier am Wochenende. Wahrscheinlich gegen Bremen. Aber die muss man auch erst schlagen. Ja. Siehe wir gegen Bremen zu Hause 0:1. Wir haben doch immer noch dieses Kämpferherz. Frag mich aber nur, wieso wir das so selten gezeigt haben, so eine Leistung. Danach lechzt doch der Fan immer. Und so eine Leistung kann man immer bringen, wenn man die Einstellung hat, jedes Spiel zu gewinnen. Ich hoffe, wir schaffen es in München, dann dort die Sache klar zu machen. Arsenal, das hat man gesehen, ist durchaus schlagbar. Wir werden sehen, ey. Anastasios Fotitiadis. What the hell? Anastasi. Gute Einstellung und Leidenschaft, aber man muss realistisch sagen, dass Arsenal 2 Geschenke gemacht hat. Das sehe ich genauso. Das dominante Team war Arsenal, aber das Ergebnis war aufgrund der gestrigen Leistung irgendwie auch verdient. Fürs Rückspiel hat sich aber nichts geändert. Es reicht nicht nur Leidenschaft, sondern auch spielerisch muss man abliefern. Das war mir zu wenig und wenn ich den Dresen dann höre, wie er euphorisiert daherredet im Bankett, als ob jetzt jeder Angst vor diesem FC Bayern hat, geht mir das zu schnell. Habe ich nichts von gelesen. Wenn er das gemacht hat, dann hat er sich lächerlich gemacht. Also jeder, der das Spiel analysiert, wie du es richtig schreibst, also. Man muss Demut zeigen, sonst passiert das, was gegen Real Madrid passiert ist, als sie in der Allianz Arena 4:0 gewonnen haben im Rückspiel. Da hat auch ein gewisser Paul Breitner davon geredet, dass man die locker im Rückspiel wegfegt. Für mich bleibt Arsenal weiter Favorit, wenn sie diese für sie unfassbaren Fehler einstellen, was ja verwunderlich wäre, dass dies in 2 Spielen direkt passiert. Ja, ich sehe das genauso. Für mich bleibt Arsenal auch Favorit. Die sind hier auch auswärts extrem stark und ich glaube sogar, das kommt ihnen zugute, in der Allianz Arena zu kontern. Ich gehe nicht mit, dass Davis zum Glück fehlt im Rückspiel. Durch die Schnelligkeit könnte er Saka zumindest stellen. Ja, was bringt das? Was bringt das? Völlig fühle ich nicht. Nehmen das Spiel gegen Mainz, wie hieß er, Bruder oder was? Der war 10 km/h langsamer wie Davis und Davis hat es nicht einmal geschafft, den zu stellen. Also. Aber Guerrero wird das niemals können, deswegen wird dieses Duell sehr entscheidend und Saka wird das ein oder andere Mal alleine durchbrechen und 1:1 gegen Neuer stehen. Das, was ich gestern spielerisch gesehen habe, lässt mich nicht glauben, dass wir Arsenal besiegen können. Vielleicht unentschieden und ins Elfmeterschießen retten. Der Keeper von denen geht ja dann immer aus dem Tor, wie man gestern sah, und dann gewinnen wir. Ja, wild. Lennart, glaube auch, dass Arsenal auf Umschalten spielen wird, aber glaube, Bayern hat jetzt sehr gute Chancen auf das Halbfinale und ich weiß nicht, wie es dir geht. In der Champions League ist eine andere Energie. Ja, gut. Dass eine andere Energie da ist, gerade jetzt bei dem Spiel gegen Arsenal, ist ja klar. Ja, wie gesagt, das ist für viele Spieler haben den Titel noch nicht gewonnen und es ist so die letzte Chance zu zeigen, dass man doch nicht so eine Nulpe ist, wie man sich diese Saison präsentiert hat. Von daher ist da schon eine andere Energie. Aber nochmal, wir haben schon extremes Spielglück gehabt. Ja, damit der Bums so gelaufen ist, wie er gelaufen ist. Wir müssen halt hoffen, dass wir das im Rückspiel nochmal haben. Sonst wird es wirklich schwer werden, aus meiner Sicht. Bot, Sie können Fußball spielen. Welche Überraschung. Nein, irgendwie wusste ich, dass es möglich ist. Allein mir fehlt der Glaube immer öfter. Davis weg, Gnabry echt gute Leistung, aber musste so viel rennen wegen Davis. Ja. Sané hat er wohl rausgenommen, weil er schon wieder etwas Probleme mit dem Bein hatte. Sané hätte das Tor machen müssen, beziehungsweise zumindest schießen. Er war allein vor dem Torwart und hat es verzögert und verschuldet. Und verschludert. Mal wieder typisch für ihn. Ansonsten hat er halt mal die Mindestleistung, welche er bei seinem Talent bringen muss, halt mal gebracht. Gehe ich mit. Das will ich nicht mehr als besonders herausstellen, wegen einem einigermaßen guten Spiel und dann wieder 10, die er weit unter seinen Möglichkeiten bleibt. Keine Ahnung, ob er so schlecht ist, weil er angeblich mit Schmerzen spielt. Aber da muss er halt draußen bleiben. Aber Tuchel ist eh durch für mich. Es ist doch
Es ist wohl doch besser, ihn zu verkaufen, wie die meisten sagen. Die Startaufstellung hatte er eh nicht verdient. Coman kann man eh komplett vergessen. Ich wüsste nicht, dass er diese Saison schon mal ein gutes Spiel gemacht hat. Doch, er hatte sogar 2 gute Spiele am Stück. Ich weiß die Gegner jetzt leider nicht mehr. Er hatte auf der rechten Seite gespielt und hat jeweils Tore erzielt. Das war ganz okay eigentlich. Ja. Kane hat kurz verzögert beim Elfer. Das macht er normal eher nicht und deswegen hat der Torwart schlecht ausgesehen. Nee. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Einfach nein. Bevor Harry Kane überhaupt angelaufen ist, war der Torwart schon in der rechten Seite seines Tores. Alter. Und bevor Harry Kane mit dem Fuß am Ball war, lag der schon. Also, nein. Der war schon extrem schwach, der Torwart. Weiß nicht, was den da geritten hat beim Elfmeter. Aber das jetzt nur auf die Verzögerung zurückzuführen, nee. Die haben über links gespielt, weil der spielstärkere Linksverteidiger eingewechselt wurde. So habe ich das verstanden. Das mit Neuer war für mich kein Elfer. Er ging ihm entgegen, aber hat ihn selbst nicht berührt. So hat das zumindest für mich in der Wiederholung gewirkt. Jo, ist ja auch völlig fein. Victor, moin! Bevor ich mir deine Bewertung anschaue, positiv aufgefallen sind mir Goretzka, Leimer, Gnabry, Sané und natürlich Kane. Negativ Davis, aber nicht so schlimm wie in den letzten Spielen. Dyer hat zwar den Ball immer in Ordnung geklärt, aber war irgendwie nicht so mein Fall. Naja, haben da momentan keinen besseren. Musiala hatte 1, 2 gute Aktionen, wirkte aber irgendwie gehemmt, was auch vielleicht besser ist, da er den Ball dann auch mal früher abgespielt hat. Nämlich 3-. Seppi. Ich fand, es war nicht mal so glücklich. Klar, Arsenal hatte Chancen, aber wir haben gut verteidigt. Wir haben wirklich gut verteidigt. Ja. Also dafür, dass wir das eigentlich nicht so können, haben wir es wirklich gut gemacht, ja. Chico, sehr gut, hab's Gleiche gedacht. Davis als Flügelspieler und Guerrero als linker Außenverteidiger, aber Tuchel wollt's nicht so. Peter Griffin, dass wir kein Elfer bekommen für die Szene 96 Minuten bekommen haben, ist eine Frechheit. Nuric. Fonsi hat es in der ersten Hälfte nicht gut gemacht, aber das Gegentor hätte Dyer verhindern müssen, indem er einen Schritt auf Saka zugeht. Bitte lieber Fonsi im Rückspiel, Guerrero ist defensiv nicht besser und es fehlt der Speed. Zur letzten Situation mit Neuer und Saka, den muss man nicht geben. Er hat seinen rechten Fuß auf Kniehöhe und stellt den in Neuer rein. Für mich ist das kein Elfmeter. Musiala hat den Pass auf Leroy gespielt, als er alleine aufs Tor gelaufen ist und den Pass auf Coman gespielt, wo er den Pfosten trifft. Fand den jetzt nicht so schlecht in der Offensive. Felix G. Nordsee. Mit etwas mehr Spielglück hätten wir dieses Spiel gewonnen. Im Endeffekt war es insgesamt aber ein ausgeglichenes Spiel. Es war heute eine klare Leistungssteigerung zu erkennen, auch wenn wir es noch viel besser machen können. Im Rückspiel müssen wir an diese Leistung anknüpfen, Selbstbewusstsein und dem Spiel unseren Stempel aufdrücken. Ja, das wird schwierig werden. Wir sind Bayern, das muss in die Köpfe der Spieler. Wenn wir an unsere Stärken glauben und als Mannschaft auftreten, dann können wir definitiv eine Runde weiterkommen. Ja. PS, wieder eine gute Spielanalyse von dir. Ein Elfmeter für Arsenal habe ich in der letzten Situation nicht gesehen. Der Spieler sucht klar den Kontakt mit Neuer. Für uns wiederum hätte es klar einen Handelfmeter geben müssen. Rot-weiße Grüße. Samuel, kein Elfer, der Ball war weg und Jesus hat sich eingehakt. War das nicht der Sacker? Musiala spielt besser außen. Im Zentrum ist er noch zu unerfahren und kommt nicht zur Geltung. Weiß ich nicht. Christian, du sagst, man tippt nicht gegen seinen eigenen Verein. Wieso nicht? Wenn es deiner Einschätzung nach eine Niederlage gibt, könntest du das doch auch tippen. Du bist doch sonst in deinen Analysen schonungslos ehrlich. Dazu kann doch auch ein schonungsloser, aus deiner Sicht realistischer Tipp gehören. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du Fan deines Herzensvereins bist. Ich finde es sogar authentischer, glaubwürdiger, wenn man auch einen Tipp abgibt, der der eigenen Analyse entspricht. Und du kannst dich ja nach einem falschen Tipp freuen, dass es dein Herzensverein besser gemacht hat. Nee. Aber eine Mannschaft schonungslos berechtigt offen zu zerlegen und nachher einen Tipp abgeben, der dem Team, der dem in Teilen widerspricht, nur weil man das nicht macht, schwächt deine bisherige prima Klasse offene, ehrliche Position ab. Schade eigentlich. Ja, dann ist das so. Man kann ja tippen und sich ein besseres Ergebnis wünschen, weil man Fan des Vereins ist. Alles gut. Nee. Mich würden tatsächlich ehrliche Tipps von dir interessieren und nicht geschönte Tipps, weil irgendwas oder irgendjemand verbietet, dass man keine Niederlage tippen darf. Ich würde dir trotzdem weiterhin abkaufen, dass du Bayern-Fan bist. Darum geht das nicht. Es ist mir scheißegal, ob mir jemand abkauft, ob ich Bayern-Fan bin, als wenn mich sowas interessieren würde. Also, ist ja, solltest du wissen, du bist ja hier Stammkunde eigentlich. Ich habe es im Stream, glaube ich, sogar gesagt, oder? Ich habe gesagt, Gefühl ist 4-2, ich tippe aber ein 2-2, weil ich nicht gegen meinen Verein tippe. So, und ich werde niemals gegen meinen Verein tippen.
Tue ich im Tippspiel nicht, auch wenn ich meine, dass wir verlieren, tippe ich nicht gegen uns. Ich habe da mit Sicherheit schon ein paar Punkte liegen lassen. Das ist einfach eine Prinzipiensache von mir, das werde ich auch nicht ändern. So. Wenn dadurch meine Glaubwürdigkeit schrumpft, ja, dann ist das so. Josef, sehe Tuchel anstatt 3- bei einer 3+, da er Müller nicht aufgestellt hat. Wild. Sternzeichen Ost, über den Schiri nicht beschweren. Fragezeichen. Gute und freche Analyse. Fab M. Jared Berger, Sacker sucht klar das Bein von Neuer, er tritt ihn sogar in den Fuß von hinten. Gesehen war es flagrant, der hatte sogar eine gelbe Karte bekommen müssen. Okay. El Bandi, Spiel war völlig okay, warten wir das Rückspiel ab und hoffentlich läuft Bayern da nicht in die Konter. Sasori no Kurosuna, Alter. Was ist mit Tell? Ist er nicht gut genug? Ist er verletzt? Warum spielt er nicht? Weil Tuchel ihn nicht spielen lassen will. Jakrit, Sané haben die Kräfte gefehlt, deswegen wohl ausgewechselt worden. Arsenal war sehr gut, wenn sie gepresst haben. Aber war nicht deren bestes Spiel. 50-50 in München. Peter Waldbauer, wir haben auf Leroy nicht herumgehackt, sondern rechte Kritik geübt. Ich auf jeden Fall, ja. Uli Kono. Ich nenne dich Uli. Nimm mal deine Hasskappe gegen Tuchel ab und freu dich mal über das Unentschieden. Sei doch nicht so griesgrämig bei dem guten Ergebnis. Oh, geht's wieder los? Sind wir wieder an dem Punkt angekommen? Muss ich wieder eine Ansage machen oder was? Junge, Alter. Es ist doch völlig okay, wenn du super gehypt bist von dem Spiel. Gönn dir das. Du warst wahrscheinlich auch einer, der die Hinrunde bärenstark fandest. Auch das, gönn dir das doch. Gönn es dir. Aber geh mir doch nicht auf die Eier. Dann guck dir meine Scheißvideos nicht an. Geh mir nicht auf die Eier, weil du meinst, ich soll mich anders verhalten. Ich verhalte mich so, wie ich mich verhalte. Punkt. Feierabend. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße hier. Könnt ihr euch alle hinter die Ohren schreiben. Fertig. Junge, Alter, geh mir doch nicht auf Klötze, nur weil du das anders siehst. Ist doch schön, wenn du gehypt bist von diesem Spiel und denkst, ja, geil, wir sind wieder die Geilsten. Alles fein, Alter. Aber geh mir doch damit nicht auf den Sack. Ich gehe dir doch mit meinen Sachen auch nicht auf den Sack. Ich sag doch nicht zu dir, du musst das so sehen, du musst das so kritisch sehen, wie ich das sehe. Musst du nicht. Ist mir völlig Wurst. Aber geh mir doch nicht auf den Sack damit. Junge, Alter. Kurt Londe und die ganzen Schiri-Entscheidungen. Was soll's? Das Spiel ist vorbei, finden wir uns damit ab und Glück gehabt. Was soll die ganze Diskussion? Es ändert nichts mehr. Völlig richtig. Melanie, Tuchel war heute auch Trainer. Ich wünsche mir für Tuchel, dass er die Champions League gewinnt. Ehrlich. Wahrscheinlich gering. Wahrscheinlichkeit gering, wahrscheinlich. Martin. Ich befürchte, dass die am Samstag gegen Köln verlieren für mich. Käse, da ich Bochumer bin. Ich glaube nicht, dass wir verlieren gegen Köln. Ja, wir werden da anders auftreten. Wir werden auch teilweise andere Spieler sehen. Ich glaube nicht, dass wir verlieren. Und wünsche es mir natürlich für Bochum erst recht nicht, wa? Till Wesenberg, ich war absolut nicht für Bayern, aber das am Schluss war ein mieser Dive und sonst nichts. Niemals Elfmeter. Du kriegst von mir kein Herz, wenn du nicht für Bayern warst, Alter. Wenn du deutscher Fußballfan bist und nicht für Bayern in der Champions League bist, dann weiß ich auch nicht, Alter. Zusammengefasst. Cypher. Arsenal hat ungewöhnlich viele Fehler gemacht. Gerade Raya sah sehr schlecht aus. Tuchels Kritik gegen den Schiri war absurd. Der hat sehr gut gepfiffen. Wechsel von Sané habe ich nicht verstanden. Verstehe auch nicht, warum Guerrero für Gnabry und nicht für Davis kommt. Finde, man hätte eher Tell einwechseln sollen. Der war doch fit, oder? Ja. Der hätte noch Kontergefahr ausgestrahlt. Richtig. Sané und Goretzka waren stark. Musiala konnte mit der Körperlichkeit nicht wirklich umgehen. Kimmich war sehr unauffällig, was gut ist. Keine Fehler gemacht. Davis defensiv anfällig, aber zweite Hälfte deutlich besser. Hatte einige Bälle erobert und die technischen und defensiven Fehler der ersten Halbzeit rausgeholt. Alles im Allen das Beste, was man hätte rausholen können. Nee, das Beste wäre natürlich ein Sieg gewesen. Aber wenn man jetzt das Spiel betrachtet, ja, wir haben das Beste aus diesem Spiel rausgeholt. Gehe ich mit dir. Ansonsten gehe ich mit deinem Post zu 100% mit. Corinna, komplette Fehlanalyse. Das war eine absolute Teamleistung. Davis konnte sich fangen. Arsenal war top und hatte Glück. Bayern war besser und der Schiri eine Katastrophe. Einzig gehe ich mit, wenn es darum geht, dass Bayern den Moment genutzt hat, weil er zwungen und top gespielt. Ja? Nochmal. Einzig gehe ich mit, wenn es darum geht, dass Bayern den Moment genutzt hat, weil er zwungen und top gespielt. Das Bein vom Arsenal-Spieler ging Richtung Neuer, nie und nimmer war das ein Elfer. Ja.
User, über den Schiri nicht beschweren und tschüss. Echt jetzt. Ja, dann würde ich doch sagen. Und tschüss. Frank Martha, sehr guter Auftritt. Morgen Dortmund. Josef vom Brunnen. Leroy war für mich, ne? Er hat den Unterschied gemacht. Jo. Leroy heute wieder nicht berauschend. Sorry. Gut, das sehe ich anders, aber es ist auch jedem seine Sache. Chico. King fand ich gut. Nicht so gut wie Sané oder Gnabry, aber gut. Gnabry Note 1. Sorry, kommentiere, wie du analysierst. Minute für Minute. Sehr viele Kommentare. Alles gut. Jeder Kommentar zählt. Chaka. Chris, spannendes Spiel, gute Mannschaftsleistung. Endlich mal auch mit der Arbeit nach hinten. Nicht zu vergessen, wir spielten ohne eigene Fans. Trotzdem hatten noch viele beim Bayern-Tor gejubelt. Manu strahlt hinten einfach die Ruhe aus und Dyer mit seiner Erfahrung hat super dirigiert, fand ich. Gehe ich mit. Davis bringt es im Moment einfach nicht. Besser vorne links als hinten links mit Guerrero als Backup. Gut, dass er nächste Woche nicht spielen darf und er war für mich der einzigste Unsicherheitsfaktor in der Mannschaft. Ja. Stimme so mit der Analyse überein und bin gespannt auf nächste Woche. Warum Tuchel wieder sagt, der Schiri war gegen uns, verstehe ich nicht ganz. Aber gut, verstehe ihn sowieso nicht mehr. Cheers. Ich auch nicht, Chris. GB, im Rückspiel möchte ich offenes Visier sehen. Egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Mit Angsthasenfußball möchte ich nicht weiterkommen. Ich weiß nicht, ob das war jetzt kein Angsthasenfußball von uns, oder? Ich überlege gerade, aber also mir persönlich ist es egal. Wegen mir können wir auch mit Angsthasenfußball weiterkommen. Kai, ich liebe dich. Sehr schön, danke. Vielen lieben Dank. Matthias Mischtal. Partyhut. Snackmonster. Peace-Zeichen. Red Wannay. Simon Wagner, Gitarrist. Die packen wir zu Hause. Davis gesperrt, wunderbar. Gnabry aus ist ein Problem. Ja. Coman ist außer Form. Ja. Also Guerrero und Tate in die Startelf und wir kommen mit der gleichen Einstellung, Disziplin weiter. Ja, wird leider nicht passieren, dass ein Tate in der Startelf stehen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Stefan, unter Nagelsmann hatte der FC Bayern einen schöneren Fußball gespielt. Das ist vollkommen richtig. Salazar, Bayern raus aus der Champions League. Was für eine peinliche Vorstellung wieder. Eine Schande für den deutschen Fußball. Und damit kannst du dich hier verabschieden. Tschüssi. Triumph, also als halbwegs neutraler Fan ein paar Feststellungen. Erstens, Schiri unterirdisch und nicht nur wegen den strittigen Szenen, der hat auch Ecken falsch gepfiffen, Schwalm als faul und so weiter. Das ist hier sehr früh bereits aufgefallen und ich habe gar keine FCB-Brille auf. Wobei er einfach generell schlecht war, noch nicht mal unbedingt parteiisch, einfach schlecht. Zweitens, Kimmich war tatsächlich mal wieder sehr stabil. Ich hoffe, er bringt diese Leistung bei der EM, dann ist er echt kaum zu ersetzen. Drittens, ohne Pavlos spielt Bayern einfach wesentlich schlechter. Richtig. Viertens, Leroy mal wieder viel Licht und Schatten. Dennoch hat er für viel Entlastung gesorgt auf seiner Seite und prinzipiell, ja. Fünftens, finde Tuchel hat das Spiel komplett aus der Hand gegeben durch die Auswechslung von Leroy. Danach war nur noch Arsenal am Drücker, davor super Spiel zwischen Kane und Leroy und vor allem nach der Auswechslung alles vorbei. Da hat sich Tuchel meiner Meinung nach total vertan und Leroy mal wieder sauer. Soll angeblich zu früh gesagt haben zu Tuchel. Ja, Leroy viel Licht und Schatten, aber er hat nach hinten gearbeitet und damit super entlastet und er war im Umschaltspiel super und hat auch da offensiv entlastet. Gehe ich auch mit. Coman unterirdisch. Absoluter Fail, ihn zu bringen. Mehrere Möglichkeiten gehabt, jeden Angriff komplett verschleppt. Gruseliges First Touch. Meistens hat er den Ball in einer guten Situation bekommen. Ihn dann total entwertet und sogar Konter verursacht. Ich habe mich mehrmals selbst sagen hören, das hätte der Leroy besser gemacht. Und ich bin echt kein Fan von Sané. Man könnte jetzt sagen, Bayern hat eine gute Chance, das zu gewinnen. Ich muss sagen, ich bin skeptisch. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Arsenal in München 1:2 gewinnt. Vielleicht auch Verlängerung auf Elfmeterschießen, aber so oder so wird es spannend. Sehr unterhaltsam, deine Videos, wollte auch mal wieder was schreiben. Ja, ich gehe mit deinem Post mit. Erik Dörfer, mit dem Unentschieden kann man sich nicht beschweren, denn Arsenal war die bessere Mannschaft gewesen. Erik Dörfer, Arsenal hat ein starkes Spiel gespielt und war auch die bessere Mannschaft. Ja, hast du gerade schon geschrieben. Bayern hatte viel Glück gehabt, Arsenal war die bessere Mannschaft heute. Ach, Erik, willst du hier nur die Leute triggern oder was? Ist doch völlig fein, wenn du das so siehst. Ist doch okay. Das reicht doch, wenn du das einmal schreibst. Ich meine, ich nehme die Kommentare gerne mit. Jeder Kommentar zählt, ne? Erik, habe ich ja gerade schon gesagt. Und man kann natürlich auch sagen, dass Arsenal die bessere Mannschaft war. Gehe ich persönlich sogar mit. Also mich kannst du damit jetzt nicht irgendwie triggern. Alles ist gut. Mike,
Nie und nimmer Elfer. Er sucht den Kontakt gegen Neuer. Hab selber über 20 Jahre Fußball gespielt und bin schon seit über 30 Jahren großer Bayern-Fan. Mir ist er mir. Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Leute, das waren eure Kommentare zum Arsenal-Hinspiel. Wir werden da heute das eine oder andere mit Sicherheit nochmal aufgreifen im Stream. Das könnte ein bisschen emotional werden, aber dafür bin ich da. Leute, in diesem Sinne. Rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.